Being at the Olympic Games would be one of the biggest achievements for me in my snowboarding career. Kind of consumes your whole life. Put in a lot of work and a lot of time and dedication. Everyone focuses on the end result. It's a commitment to pursuing your passion. There's a certain atmosphere that's different. It's all or nothing. I want to win, so I'm willing to risk everything. It's like your time to shine, it's your time to perform. This is for everything he's got. Can he do it? Most of the time, you don't win. But I knew that I'd won the race. You know what? I'm going to take risk right here, and I'm going to win the race right here. Salut miteinander, welcome in the building bei Play-WC. Geh, wir laden jetzt bei Play-WC auf. Ja. Hast du schon wieder vergessen. Pros und Tour, goddammit. Wir spielen dort Steep, und zwar Road to Olympics. In Pyeongchang. Pyeongchang 2018 in Südkorea. Waka. Danke, Herr Knuthor. Jumpen wir, machen wir einfach schnell die Runde. Okay. Fuck life! Hä? So, nein. So, nein. Hä? What the hell? Oh, what the fuck? Anna, Jut. Hoi. Wie ist der jetzt zusammen, Mann? Ich kann nicht gucken. Ich auch nicht. Und wir haben gedacht, komm, wir testen jetzt mal. Ubisoft hat uns das Game da hier übergekickt und gesagt, ey, game mit der Scheiß. Und ja, jetzt sind wir dabei da. Und ich game jetzt gerade schnell ein Event und der Knut, der sexy Mofo, würde ich jetzt ein bisschen mehr erzählen. Genau, ja. Steep kennen vielleicht die meisten von euch als Freeride-Game für Extremsportarten und so weiter. Man kann Wingsuiten, man kann Skifahren, man kann Snowboarden und so weiter. Völlig Open World, riesig geil, wirklich. Und der neueste Streich von Ubisoft heisst so, wie gesagt, Road to the Olympics für Pyeongchang 2018 in Südkorea für die Olympischen Winterspiele. Und bei dem neuen DLC, der da rausgekommen ist, kann man grosse Berge in Japan schauen. Die sind gerade anders geil. Wir sind da so wie in einer Schlucht hier. Ey. Holy shit. Genau. Aber ja. ich mag nicht nachher. Neuer Versuch, okay. Oh! Ah! Du kannst. Warte, jetzt, wenn du einen neuen Versuch machst, du kannst nur einmal quasi. Ja, ihr habt es geschafft! Woo! Okay. Kommt schon, oder bist du immer noch oben? Immer noch oben. What the fuck? Man kann da quasi seine Legende aufbauen, man kann mit coolen Tricks und so weiter und so fort kann man da wirklich richtig viel XP holen und wirklich seine Legenden aufbauen. Ich muss wirklich sagen, ich habe es kurz angeschaut, also wir haben es angeschaut und ein bisschen gezockt. Es ist echt wunderschön, es ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Auch die ganzen Physics und so weiter sind wirklich 1A. Eben, man kann da dann halt dementsprechend auch für die Olympischen Winterspiele, wo jetzt halt auch Freestyle, Snowboard-Sachen und auch Ski drin sind, da kann man auch ziemlich viel machen. Also ich weiß nicht, was ich mache. Ich sehe die eine Folge und kann es schon lang verloren. Easy. Zum Beispiel verschiedene Disziplinen kann man da spielen. Big Air, auch Ski, Downhill, großes Slalom. Parallelslalom für Snowboard, Ski und Snowboard, Halfpipe, was natürlich sehr, sehr geil ist, auch zum Zuschauen, aber auch einfach so. Ich sehe es so beim Rocka, er mehr schlecht als recht probiert und so zum Bemerken. Aber wirklich Timing, ey. Ich bin nicht mehr auf der Fresse.
Die Mission ist so in die Hose. Ah, großartig. Zieh auf! Nein! Zieh auf! Ich hab's versifft. Ist das Ziel davor? Eine Ziellinie? Ich bin ernsthaft vor... Cool, yeah! Vor einem Ziel, Mann. Raka, bist du Wintersportler? Gar nicht, hey. Ich habe früher gerade mal gebordet und das wär's. Okay. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe halt vom Vater her Skifahren gelernt. Meine Großeltern hatten einen Skilift in St. Gallen gehabt. Schon? Ja, St. Gallen Stadt. Man glaubt das kaum. Nice. Und ich habe dort auch Skifahren gelernt und dann auch geboardet. Aber irgendwann habe ich dann auch Board und Ski in Ecken gesteckt und Bier zu Après-Ski übergegangen. Das hat mir doch eher gelegen, das muss ich zugeben. Alkohol Olympics. Dort habe ich eigentlich gewonnen, ohne dass ich wählen Ich mache jetzt einen neuen Versuch. Ja. Oh! Okay. So. Nein! Warum kann man nicht laufen, Mann? Das ist direkt springen. Aber ja, wie gesagt, Steep Road to Olympics ist ein offiziell lizenziertes Produkt von den Olympischen Winterspielen im Pyeongchang 2018. Also sprich, man sieht es auch in den Videos, sieht man dann auch ziemlich viele berühmte Stars. Lindsey Vonn ist zum Beispiel dabei. Kannst du die? Ich glaube... Nein, ich darf jetzt nicht weiter erzählen, sonst heisst es nicht weiter. Ich habe nämlich keine Ahnung von diesen Leuten. Lindsey Vonn, amerikanische Skifahrerin, sehr gut, wirklich. Wirklich sehr gut. Ich habe sie noch nie gesehen fahren, aber ich finde sie super. Würde ich nicht Nein sagen, hä? Oh, Scheiße! Everybody do the flop. Everybody do the flop. Bad! Und man muss aber hier jedes Mal so wie ich es checkt irgendwie, also da steht zum Beispiel Test-Event und alles, irgendwie kommst du aber nicht direkt zu den Events. Ja, Du musst jedes Mal wieder etwas machen, testen, aber so Aufwärmphase, glaube ich, heisst das. Keine Ahnung, ich check das immer noch nicht so ganz. Und dann kommst du zu den Events und das ist halt mehr um die Olympics, weil sonst bist du immer so bei den Red Bull Races, Freestyle, Shit und all das. Und du probierst es halt ein bisschen professional zu machen. Nehme ich jetzt mal an. Also ich gehe davon aus, dass es das ist. Und ich habe es jetzt nicht geschafft, oder? Aber ihr seht jetzt halt hier nur das Board. Ich denke nicht, dass wir jetzt da durchziehen, bis wir da Ski fahren können. Und ich komme hier nicht mehr weg. GG. Ich glaube, da wäre ein bisschen Goddammit, komm on. Ja. Ah, goddammit, fuck this. Also eben, ich bin halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Grafik... Da bin das interessiert mich zum Beispiel jetzt eben null. Ja, das ist bei mir doch ziemlich... Also ich kenne zwar andere Games, wo ich einfach mal irgendwie durchs Game durchlatschen und einfach irgendwann mal staunen und einfach so, wow, fuck, das sieht echt geil aus. Wie soll ich sagen, den falschen Move machen, weil ich absolut keinen Plan Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal die einfachste Mission geschafft. Profis am Werk, ich finde es großartig. Also die Berge sind schon hure krass, das muss ich auch sagen. Ja. Sind teilweise hure heavy, hoch und richtig, wie sagt man so. Oh, jetzt. Krasse Aussichten, ja. Aber das ist jetzt etwas, was mich jetzt eben nicht so wirklich interessiert. Ja, mal, ich habe es eigentlich gern, dass ich wirklich mal anstehen und einfach wirklich die Aussicht geniessen. Weil eben, ich meine, was da Arbeit von den Entwicklern reingeht, um schöne Landschaft kreieren und so weiter, das darf man nicht unterschätzen. Das ist dann schon so. Ich bin jetzt gerade mal kurz ein bisschen ehrlich und muss sagen, eben, ich bin nicht so ein Sportgame-Fanatiker, also eben vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen FIFA, um ein bisschen rumragen und so weiter, einen Controller an die Wand anschmeißen. Bobfahren fällt. Bobfahren wäre Das geil. wär's, hey. Das wäre richtig nice. Oder eben halt Plastiksache, das wäre cool finden. So, und jetzt habe ich da zum Beispiel das Event abgeschlossen und jetzt gewinne ich den Test-Event. Okay, das war's. Das war jetzt eigentlich mehr der Intro gewesen. Ich weiss jetzt nicht, ob wir aus dem ein Outro oder Intro machen. Keine Ahnung, das sehen wir dann. Und währenddessen sehen wir dann nachher, was wir vorher gemacht haben, das zweite. Und ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea. Und eben, wie gesagt, viel Freestyle-Zeug ist jetzt auch noch bei den Olympischen Winterspielen dabei. Und da wird mich dann sicher definitiv interessieren. Und, schau, jetzt sehe ich, da könnt direkt Skifahren. Bis dann kann man sich natürlich als Steep abladen über Uplay von Ubisoft.
Und kann man da Road to Olympics sich geben, beziehungsweise am Olympischen Geist ein bisschen nachfreuen. So, in dem Fall, danke fürs Zuschauen. Habt den schönen, macht's gut. Give it all the shit. Ihr kennt da Likes und all the Bullshit. Und ja, macht's gut. Okay, Sally. Bye bye.